Es geht weiter stets heute zurück bei Fire Emblem Engage. Und ja, ich muss zugeben, ich habe da richtig Bock auf das Spiel. Und ihr seht ja auch schon anhand der Bandfragmente, dass so ein bisschen Farmen war, nämlich mit dem Angeln. Und ich habe tatsächlich noch den einen Fisch geschnappt. Warte mal ganz kurz, kann ich es ganz kurz hier zeigen. Ich hoffe, klappt mal. So. Ching Ching. Hier. Mirakelthunfisch. Das ist das Teil, was ich in der letzten Folge oder vorletzten Folge meinte. Was, naja, war halt der Fisch, der immer wieder durch die Lappe gegangen ist. Irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft, offscreen. Ihr habt das Gefühl, auf dem Tablet geht es besser als mit dem Controller, warum auch immer. Und ja, der bringt ja von sich aus selbst schon mal 1000 Bahnfragmente, wie man da links unten sieht. Und wäre er noch der Fisch des Tages oder halt der Bonusfisch, dann würde er das Doppelte bringen, sprich 2000. Das finde ich eigentlich schon relativ heavy. Für einen einzelnen Fisch. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt müssen wir gucken. Zum Brunnen müssen wir, ja. Das ist soweit korrekt. Embleme neu zuweisen, eventuell auch noch. Da gucken wir dann später mal noch an. Bei den Items habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Was ich aber machen will, das haben wir schon mal letzte Folge auch erwähnt. Klar, ich muss bei Chloe, muss ich wieder zurückstufen, 2 Ziegel, weil es schon das Maximum erreicht hat. Wir lassen sie auf dem Greifenritter. Louis lasse ich auch mal noch auf dem Erzritter. Ich finde, das passt irgendwie ganz cool. Bin gespannt, wann man Level 5 reicht und dann die Klassenfähigkeit erhält. Und Junaka, da habe ich ja auch gesagt, die switchen wir, war zum Wolfsritter, die dann auch mit Schwerten umgehen kann, statt mit der Axt. Ich weiß, es gibt auch viele, die sagen, ja, Dieb ist besser und so. Ja, kann man so oder so sehen. Klar, Junaka als Dieb mit Leaf in der Kombi, damit sie auch wieder einen Waffendreieck und so alles machen kann, okay, das wäre eine Variante. Aber ansonsten finde ich halt bei Junaka, wenn sie halt schon relativ viele Stärke und auch Magie hat, die hat sie ja von Anfang an schon, finde ich es halt eher schade zu sagen, okay, ich spiele Junaka nur als Dieb und habe damit nur Zugriff auf Dolche. Zumal es ja bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Magie-Dolche gibt. Würde es das gehen? Okay, dann wäre wieder was anderes. Aber da kommen die ja noch. Wobei, wir sind eigentlich schon fast am Ende des Spiels. Wir sind schon über Kapitel 20 hinaus. Generell zum Spiel so im Schnitt 25 Kapitel. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr oder so, aber 25 ist eigentlich so. Oh. Ah, okay, so ein Gespräch. Gut, ich dachte schon. 私はどう？たっぷり美容に時間をかけたのよ。すっごく綺麗になったでしょ。さすがの神竜様も胸が高鳴ったんじゃないかしら。ちやほやする気になったんじゃない？確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔城内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずにいつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果制裁にも気に入られて、側室たちの中で唯一王城に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。だから私は外見にこだわるの。お母様みたいに。なるほど。合点がいきました。でも一つ聞きます。オルテンシアのお母様はどうしてそこまで頑張ったんでしょうか？え？あなたのためにだとは思いませんか？あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思いますよ。思いやる気持ちが。Ein richtig deepes Gespräch hier. Krass. Dann haben wir noch ein Gespräch ja, zwischen Citrin und Chloe.
また会ったわね、クロエ。今日も屋台のお料理を召し上がっていたの？ええ、揚げたカエルとっても美味しいわ。今はお腹がいっぱいだから。ねえクロエ、あなたも裕福な家の出なのよね。そうね、一応は。そうでは同じようなものね。私も貴族、それも王族の親戚だったから、子供の頃から何不自由なく育ってきたわ。でも一人にか？ねえ、クロエはどうやって進化になったのか教えてくださらない？私は騎士の試験を受けて、それに合格して採用されたわ。ああ、素晴らしいわ。クロエは進化に見合う腕をお持ちなのね。シトリニカだって国は違えど王族の進化じゃない。私は親戚つながりで進化になれただけ。そのことに負い目があるの？身の丈に合わない現状を憂いて自分だけが苦しむのは構わないわ。でも私に力がないことで誰かが危険な目に遭うかもしれない。それを考えると。そうだったのね。ごめんなさい。また大切な用事があるから行くわね。ええ、話してくれてありがとう。またね、シトリニカ。Wo das Gespräch hinlaufen soll, ist mir noch nicht ganz bewusst. Bankgespräch zwischen Chloe und Leaf. あなたはまるでおとぎ話の英雄のよう。その白い甲冑が光を思わせるせいかしらね。僕は英雄なんかじゃないよ。周りの人たちがその役割をくれただけさ。 Aha. Ja, interessant, gut zu wissen. Ja, was soll ich dazu sagen, Freunde? Ich kann es beurteilen, weil ihr habt das Spiel mit Leaf, wie ist es schon wieder, Trashier 776 oder so, nie gezockt. Genauso das mit Sigurd. Obwohl es ja offenbar, das habe ich gar nicht richtig mitbekommen, gibt es ja offenbar auch irgendwelche, nicht nur Theorien, sondern angeblich auch gewisse Leaks und dies und jenes, die besagen, dass ja, also in einem Remake von Fire Emblem 4, also, oh, wie hieß es schon wieder? Genealogy of Holy War oder so. Also sprich der Teil mit Sigurd, dass man auch daran arbeitet. Würde auch Sinn machen, weil eben der Teil 1 mit Marth, genauso Teil 3 mit Marth, die kamen ja bereits raus. Teil 1 sogar, also der Remake als Shadow Dragons. Auf dem DS sogar bei uns hier auch. Teil 3 als Remake, das war, glaube ich, wieder Blade of Light and Dark oder sowas in der Art. Der irgendwie kurioserweise nicht. Der Teil mit Celica, Ecos, Shadows of Valencia, der kam auch bei uns raus. Also von dem her haben wir schon mal, diese 3 Spiele gibt es schon Remakes. Eventuell die Hoffnung, dass es auch noch vom 4. und 5. Teil 1 gibt. Und wenn es auch mir gibt, auch nach dem 6. Teil, der mit Roy, weil ja, der kam auch nie in Europa oder außerhalb Japans raus. Zumindest offiziell nicht. Oh cool, Novizenbuch und Adeptenbuch, das gefällt mir. Itemwandlung. Können natürlich jetzt auch noch ein bisschen was verkaufen. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Das heißt, Waffen da reinwerfen. Ne? Stahlklinge geht immer. Eine Bitterklinge. Viel bringt das vermutlich nicht. Ja, da hatten wir schon. Dann nochmal das Stahlklinge. Dann, wenn wir hier mal noch sind, wir haben hier Spirallanze. Süßstufenlanze. Was das sein? Oh, das ist ja so ein Quatsch. Eisengroßlanze plus 4, die kann auch rein. Speer aber auch genug. Gucken, was wir dann nachher für geile Items zurückkriegen. Tomahawk, Kriegerachs. Warte mal, nehmen wir die Eisengroßachs noch. Ja, komm. Bitte einmal umwandeln. So, hätten wir das hier oben auch getan. Dann gehen wir mal in die Ringkammer, ne, in die Arena. Denn ein bisschen was gibt's für uns noch zu tun. Hat einen Fehler gemacht? Nee. Geht noch, okay. Standard. Eben nur 3 Mal irgendwie.
Ja, könnte einerseits denken, nö, so wenig, andererseits, ja, muss auch so sein. Mit Chloe ja nachtrainieren bringt jetzt nicht so viel, wenn ihr ehrlich sein soll. Also wird direkt wieder zurückgestoßen, da irgendwie ein bisschen, naja, doof sogar. Aber man hier mit Hortensia kam. Das ist ja kurz am Level up. ルフレだよ。さあ。 Darain. Krass. こんなに強いだなんて。 Stärke Magie kaufen, ne, für die anderen. 当然よね。 Jo, eigentlich die sie vor allem braucht. Band Level up. Was meint jemand noch? Yunakani will gerade zurückstufen. Fugado mit einer Variante. Mir bringt es auch nicht viel. Louis, ich glaube nicht, dass wir. Ja, wir können mal versuchen. Ja, er soll ja relativ schnell auf Level 15 kommen. 5 meine ich. 謎の流れ者ユナカですぞ。 Was ich an Engage ein bisschen schade finde. Oh, er kriegt. 乾杯ですな。 僕の勝ちですか。 Okay, wäre sonst ein langer Kampf geworden. Was ich ein bisschen schade finde, ist bei in diesem Spiel, das bei Engage. Erzritter. Was ich ein bisschen schade finde, zum dritten Anlauf, dass man die Fähigkeiten, die man einmal freigeschaltet hat, nicht weitergeben kann. Also sprich, das hatten wir bei Awakening zum Beispiel. Wenn Louis zum Beispiel ein General geworden ist, weil er 5 reicht hat und dann eine Fähigkeit bekommen hat, dann war das seine Fähigkeit, die er freigeschaltet hat. Dann hätte ich da im Fähigkeitenbaum diverse Fähigkeiten halt, die er bereits freigeschaltet hat, hätte kombinieren können. Und nicht so wie es hier ist, es halt Klassenfähigkeiten gibt, die man nicht wieder weiterverwenden kann, wenn man die Klasse wieder wechselt. Also die bleiben nur, solange man auf der Klasse ist. Das kann man natürlich so machen, bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan von. サルム王国第一王女ミスティラ。 ブシュロン、マイル。 Bucheron Miniaturbogen. Einmal die Meere werden mit Quitten. Quitten! Sie hört nichts. 潔く負け Ja, を認 so め verliert な man halt. Das ist auch so, dass ich mit dem Training, dass ich nicht entscheiden kann, wer halt gegen wen antreten soll. Erschließt sich mir nicht ganz, aber hey. Ich muss auch nicht irgendwie alles verstehen. Haben wir jetzt gerade ein neues Gespräch, da ist noch das alte. Banner haben wir auch nichts Neues. Gut, dann machen wir doch mal Fähigkeiten erben. Nein, nicht Fähigkeiten erben, Quatsch. Emblem. Emblem Engage. Also, Michael muss nichts machen, weil er passt noch. Also, er hätte entweder Marv oder Lucina, da ist eh schon auf Maximum. Und für den Freehouse Ring wird auch immer wieder gehen. Das passt soweit. Louis aktuell mit Tiki unterwegs. Da kann man uns dann auch fragen, ob das vielleicht bald wieder mal ändern will. Vielleicht sogar mit Leaf. Auch wegen Waffendreieck und so. Wir können aber auch noch ein bisschen hier hochgehen, komm. この組み合わせも悪くないですね。 チキと遊んでくれるの？ はい。 Oh, er hat verloren, schade. So schnell kann es gehen. 甘い匂いがする。 故郷の名産のブドウですよ。 Sie steht auf Traubenfreunde. Mhm. Mal gucken, habe ich. Wie sieht es denn aus mit der. Habe gerade bei Louis Fähigkeiten erben. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Wieder oder nicht? Sternkugel erben, ne? Geht nicht. Da wäre klar.
Weil ich sowieso immer habe, also in dem her. Andere Fähigkeiten mal erben. Na, wir gucken mal. Ja, ihr habt noch Kanto dabei, ja, das ist auch schön. Minecraft 807, ne? Das hat viel mehr FP-Farben und so ein Quatsch. Ja, kann aber wäre auch mal geil. Gut. Timera Eik, das ist auch schon das volle Bandlevel, da passt also. Alfred Hector. Mhm, kann machen. Firene 王国第一王子アルフレッド。ヘクトルだ。よろしくな。せい。いや。ここだ。いや。せい。はい。 Okay, dauert lange. Hector hat ja eine Defense, alter Schwede. アルフレッド王子。なるほど。僕たちには。 Dann ein bisschen die Frage, soll ich da schon ein bisschen höher trainieren, so ein bisschen Level 5 und so, weil es geht ja auch mehr, wa? Ich guck mal. ヘクトルだ。手加減はしねえぜ。鎧で隠れてはいるが、君はそう。別に隠してるわけじゃねえが。 Männer unter sich. Du, 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 du. Und Runenschwert. Mit Schwertern kann er sowieso umgehen, also ist das gar nicht mal so schlecht eigentlich. Soll mal Louis mit Tikia noch ein bisschen mehr machen? Also ne, bin ich schon Level 10, okay. Level 10, denke ich mal, reicht eigentlich fürs erste auch. Diamant Sigurd, wenn ich gerade mal. Ja komm, man kann noch auf 10 packen. Die Bahnfragmente. Das kostet. Ein Kriegerschwert, sehr schön. Sigurd, 私はどうも魔法の扱いが苦手なんだ。奇遇だな。私も炎には辛い記憶がある。Da ist eben so ein Punkt, da würde ich gerne mitreden, aber irgendwie denke ich mir, ja schön, aber kenne ich ja gar nicht Sigurd. Deswegen vor allem die Spiele mit Sigurd und Leaf, da wäre es so geil, wenn man die, ja, wenn es davon halt Remix geben würde. Wäre schön, wenn wir freuen. Nochmal, was haben wir da? Hortensia und Celica, Ivy Soren. Celica よ。相手はあなた？はい、やっ当然よね。紋章師セリカ、なんて可憐なの。オルテンシア。あなたはとっても魅力的だと思うわ。Die einen sagen so, die anderen so. Fähigkeitenerbe, sehr gut. Und weiter geht's. Huch, da oben ist ja. Lass aufpassen, ne? Die Schwertfähigkeit, gut, die kann man eigentlich hier schenken. Erholung wäre vielleicht noch cool. 今日は来てくれてありがとう。私はセリカ。よろしくね。当然よね。
セリカっていつも笑顔よね。もちろんあるわよ。人々を困らせ Ja, 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 genau so kennen wir sie. Ivy mit Zoen, der war weiter unten. Nein, nicht Hector. Doch. Okay. アイビー参ります。グレイル傭兵団のセネリオです。 Das könnte spannend werden. 僕の負けです。いい戦術でした。単なる偶然よ。ここに来る前の世界。情報をありがとう。だからと Okay, ist jetzt ein Gespräch. Nochmal gucken. Ivy mit Sauen. Was Schönes, Magieresistenz. Okay, Erkenntnis, Reflexion. Mais oui. イルシオン王国第一王女アイビー。セネリオです。さっさと始めましょう。 なる偶然よ。 Und wieder gewonnen. So schnell geht's doch immer. Also schön wäre es, wenn es immer so schnell gehen あ würde. なた 僕には So. Natürlich haben wir noch einiges hier zu tun. Aber erstmal ganz kurz gucken. Wushiro ist eh nicht so wichtig, weil da bin ich ja mit Lynch eh schon auf Maximum. Und jetzt gucken wir später mal. Chloe. Mit Leaf, bist du aktuell noch verbunden? Okay, okay. Wie sieht denn das eigentlich hier aus? Warte mal. Ja, ja, fehlen noch Punkte. Scheiße. Scheiße, 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 Freunde. Wir brauchen 1500 für die Sternenkugeln, wenn wir das ganz kurz anders machen. Chloe, wir müssen dich mal ganz kurz wieder zurückstufen. Bogenritter. Ich habe auch schon überlegt, ob ich Chloe mit Lynn kombinieren soll, weil ich die Idee schön finde. Mit dem Bogen. Damit sie mit dem Bogen umgehen kann. Ich finde, es hat irgendwie was. So, Greifenritter und du selber sind jetzt schon ist. Da ändert sich nichts daran. Zweiziegel. Der haben wir übrigens noch eins offscreen gekauft, also nicht wundern. Da er in der letzten Folge nur ein Zweiziegel hat, jetzt aber zwei. Und sie kann wieder leveln. Wie schön. So, an ihren FPs? Nö. Wenn ich schon mal da bin, Yunaka. Klassenwechsel. Das kann auch sehr vieles werden, wieder zurück zum Dieb. Ja. Auch hier die Behendigkeit steigt nur jetzt ein bisschen, Verteidigung ein bisschen mehr. Passieren ist zwar cool, aber ja. Kann man so oder so sehen. Wolfsritter nochmal, aber halt jetzt diesmal der andere Wolfsritter. Mit Lanze gibt es auch, cool. Ne, hier mit Schwert. Ich finde es einfach doof, dass ich wirklich so wechseln muss. Dass man einfach sagen könnte, hey, es gibt einen Wolfsritter, der kann mit Lanze, Axtschwert umgehen. Man muss das allerdings erst gelernt haben. Und sie hat das ja alle schon gelernt, also einen Klassenwechsel können wir eigentlich sparen. Also das ganze Klassenwechselsystem mit den Fähigkeiten finde ich im Vergleich zu anderen Final Spielen eher einen Rückgang, wenn ich ganz ehrlich sein darf. So, mit Marin. Also, so, natürlich braucht sie Donnerschwert. Peschkat, Silberdolch, Schnitter, Donnerschwert passt für mich soweit. Mit Chrom kann ich es auch noch belassen. Klar, ist aber dort auch ein Donnerschwert drin, aber eben, das ist so ein Punkt, wo man sagen könnte, wenn Yunaka eigentlich auch mit Leaf spielen könnte und vielleicht bei Chloe statt Leaf. Und dort vielleicht mit Erika nimmt. Ich muss Erika sowieso zuweisen. Ja, wir gucken mal, welches Kapitel wir als nächstes machen, oder Sidequest-mäßig.
Also. Einfach irgendwie direkt alle ablegen. Das ging doch mal. So. Hätten wir das auch. Junaka, nochmal ganz kurz. Moment, ich weiß, es dauert immer viel zu lange, aber das sind halt so Dinge, wo ich finde, einerseits könnte man es auch offscreen machen, andererseits finde ich es aber auch cooler, wenn man es direkt zeigt. Warte mal, wenn ich schon mal hier bin. Bei ihr nochmal Dinge erhöhen, die Resistenz. Ich finde die bei ihr ein bisschen sehr niedrig. So, mehr FP, dankeschön. Dann kannst du nämlich endlich mal diese Kugel erben. Okay. Emblem Engage. Wie man es kennt. Ja komm, den gönnen wir noch. Die Expertenlanze. 絵になる組み合わせね。リーフだ。手合わせ願うよ。もっティータイムよ。と強くならなきゃ。また勝てるように頑張るわ。 Power hat sie, kannst nichts meckern. クロエ。これは大きな蛇を薬草で煮た。 Sie isst Schlangen. Ja, guten Appetit wünsche, ja? Die Expertenlanze. Mal gucken, also da ist klar, da ist Stufe 10, mehr geht da eh nicht. Da wäre jetzt halt die Frage, ob ich direkt bei ihr Leaf wieder austausche und das Kapitel mit Leaf halt mache auch. Dann könnte ich Chloe mit Erika kombinieren, um mal zu gucken, wie das läuft. Fogado mit Kai gerne auf Stufe 5 bringen, hier mit Chrom noch. Okay. Mit Beilife ist schon Level 14, krass. Ja komm, machen wir Junaka und Fogado. Dann sind wir hier mal durch fürs Erste. Aber eben, ich glaube, Junaka, also wird sicher gut auch mit Lyn funktionieren. Gar kein Thema. Aber ich glaube, sie wird auch gut mit Leaf funktionieren. Oder vielleicht alternativ mit Erika, wenn das sind so Dinge, wo man gucken muss. Also die Emblemringe bei Junaka und Chloe, die sind sicher noch nicht fix. Da noch ein bisschen testen und gucken, welche Variante mir persönlich mehr zusagen würde. Chloe, also stimmt, Leaf ist ja schon. Entschuldigung, das war der falsche. Fogado. Jojojo. So, das geht noch. Ich habe keine Baumfragmente mehr. デインのミカヤよ。本気で行くわ。また修行のやり直しね。So schnell kann's gehen. ありがとう。ねえねえミカヤ。 Junaka mit Mikaya, da wieder mal etwas. Wie am Anfang, ja, quasi. Aber nur aus dem Grund, damit, ja, mit dem Stab und so, ich weiß nicht, ob das bei Fogado wirklich so klug ist. Oder ob da vielleicht Lucina auch eine Variante wäre. Wobei, nee. Ja, wir sehen alles noch. Wir können alles noch in Ruhe testen. Ich glaube jetzt generell, dass ich nachher diese nächste Sidequest mache, jetzt eben entweder Sigurd oder Leaf sein. Und dann würde ich vielleicht sogar sagen, dass wir danach uns um Veronica kümmern. Weil wir haben zwar natürlich noch ein paar Sidequests übrig, da ist auch klar. Aber es sind halt noch so viele, so vielleicht sogar sagen würde, die anderen sparen wir uns wieder für das nächste Kapitel und so auf. Andererseits muss sowieso irgendwann mal die ganzen machen, ne? Also
Da komme ich nicht weg. Okay, aber da waren Fragmente, können wir zurückgehen. Nee. Spenden ist soweit auch cool. Was man noch machen könnte, bevor wir aufbrechen. Mit den Waffen zu gucken. Noch ein bisschen was schmieden können oder so. Warte mal, da soll ein bisschen was tauschen, ne? Ja, wenn wieder so wenig Silber. Das ist aber schon krass, dass ich eigentlich so viel Eisen eintausche für einmal Silber. Das ist eigentlich schon ein bisschen pervers, wenn wir ehrlich sind. So, was haben wir schön? Das ist das Kriegerschwert. Können wir das auch mal schon ein bisschen upgraden? Ich meine, großartig. Ja, wichtig sein noch nicht, ja. Dafür ein bisschen mehr Power. Na komm. Einmal kann man das mal machen. Kann man das Wodao mal noch testen. Hier haben wir noch. Er hat einen Schnitter plus 2. Ist ein Schnitter irgendwie günstiger oder so? Oh, da geht auch noch. Stimmt, das Wodao war ja eigentlich sowieso die stärkere Waffe. Komm. Was soll der Geiz? Das sind so Dinge, wo ich denke, ja, da kann man jetzt eigentlich durchaus machen. Silberklinge. Feuerlanz vielleicht nochmal. Da gibt nur ein Plus, also ist auch nicht gerade so viel, wenn man ehrlich sein darf. Spirallanz. Den noch upgraden. Okay, Silber wird natürlich da ein bisschen teurer. Die ganze Plus 2 und so Dinge kann ich einmal belassen. Das ist eigentlich schon mal cool soweit. Er noch eine Meißellanze hier. Dafür sie nicht. Doch, hier. Eine Meißellanze plus 2. War das sehr teuer? Nö, geht. Also sagen, die Feuerlanze machen wir mal plus 3. Ja, ich meine, Eisenstahl habe ich. Aber mehr sagen die Kohle. Ist immer das Problem mit der Kohle. Andung ist plus 3, lass uns mal. Er hat die Stahl-Großaxt, okay. Ich habe noch eine Kriegeraxt übrig, ja? Kriegeraxt plus 2, mit dem anderen muss man gucken. Die vielleicht doch Diamant geben, die mir das schwer wegnehmen. Obwohl es mir eigentlich ein bisschen stören würde, wenn ich ehrlich sein darf. Aber egal. So, wieder ein bisschen haushalten. Ja, ein bisschen muss sein. Noch schönes Meisterbogen, ne? Ein Kriegerbogen, Meisterbogen kann man ja auch mal upgraden. Ist zwar ganz ehrlich bei Boucheron ein bisschen hinfällig, weil der ist eh schon so krass drauf. So, die ganzen Bücher. Mal ein bisschen Excalibur, genau, ein bisschen mehr Power. Man hat ja verloren irgendwo. Kraft und Treffer. Mal gucken, ob das Geld hinausgeworfen ist oder ob das passt. Pechkatze, also irgendwie weiter schmeißen geht nicht. Das Gewicht reduziert, das ist eigentlich geil. Eine plus 3 gefallen gut. Natürlich Yunaka die einzige aktuell, die irgendwie mit einem Silberdolch umgeht. Immer nur plus 1. Müssen wir mal gucken, ob wir den Rest. Die Stufe plus 5, der wäre vielleicht mal für Mike noch etwas, aber ist für meinen Geschmack viel zu teuer. Alles viel zu teuer. So. Wieder viel investiert, vorne, bevor wir jetzt hier aufbrechen. Gucken wir mal ganz kurz. Boutique ist mir relativ egal gerade. Die Embleme, vielleicht nachher nochmal ganz kurz neu zuweisen müssen. Die Waffen soweit passen. Immer noch. Bis da mit Diamant, wie schon erwähnt, aber das können wir noch gucken. Das dann nachher anders machen will. Jo. Passt eigentlich, mit dem aktuellen Team hier. Sieht da natürlich noch ein bisschen in der Rückhand, sag ich jetzt mal. Aber das ist jetzt halt leider so. Shit happens. So, kurz speichern.
Und dann brechen wir auf. Göttliche Kapitel? Nein, ja später. Jetzt halt eben die Frage, welches Kapitel soll es sein? Hä? Das mit Leaf oder Sigurd? Und wie gehe ich da mit diesen ganzen Monstern vor, die auch Gold droppen unter anderem? Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das denn offscreen mache. Finstere Ruinen, kosmisches Schicksal, so haben wir ja gemacht. Fluss des Zwielichts, ein Haupt von großer Bedeutung für Emblem Sigurd und Schauplatz und prüfenden Würmgott. Sigurd war ja der, wo jetzt Louis dran klebt quasi. Wenn ich so sagen will. Ne, Quatsch, Diamant war's. Das müsste Diamant den auswechseln oder eben ich sage, ich mache. Wir müssen ja der Reihenfolge nachgehen. Ja? Wir werden natürlich jetzt Leaf besser. Andererseits will ich das mit Erika und so testen, wenn ich da die ein bisschen austauschen. Roy ist momentan bei gar keinem irgendwie zugewiesen, den würde dann noch passen. Oh, wir machen mit Leaf. Die Leaf Quest. Leaf, believe in Leaf. Kono kawa, 雰囲気が他の場所。まさかここはトラキア大河。トラキオ？リーフの世界の地名ですか？ああ、僕の知っている場所によく似ている。とても美しくて広大な川だった。同時にそこを巡って何度も戦いが繰り広げられていた。こんな綺麗な場所が戦場に。僕はそこで軍神とも呼ばれる天才軍師サイアスと戦ったんだ。聖戦士東土の再来と言われる武人ラインハルトもいて、彼も強敵だった。とにかく本当に苦しい戦いだった。もうダメだと何度思ったことか。どうしてそんな場所がここに？僕にもわからない。けれどここからは何か強い力を感じる。これはきっと君に与えられた試練なんだ。試練ですか？僕とここで戦ってほしい。ここで君がこの試練を乗り越えることができれば、僕たちの絆はさらに強くなる。それはこの先の戦いになくてはならない力を僕に与えてくれるだろう。リーフと戦うこと、それが試練なんですね。わかりました。全力でお相手します。ああ、よろしく頼む。So geht es eigentlich in seinem Spiel. Fire Emblem Trakia, egal wie man das ausspricht. Trakia 667 oder 776. Er weiß, es ist ein verrückter Name. Geht es vor allem in diesem Fluss. Dabei wird doch Leaf eigentlich der weise Lord genannt. Ja, wie gesagt, da ist Fire Emblem 5, glaube ich, das Spiel. Wäre halt schon cool, wenn man da wirklich auch mal mitreden könnte. Also wenn es ein Remake davon gibt. Was haben wir hier Schönes? Okay, finde ich nicht so geil. Einheiten. Nur 11? Oh, come on. Klar. Ich meine, ich will ja vor allem Chloe trainieren, hä? Und jetzt passiert so eine Scheiße. Mal abgesehen von Chloe trainieren, ich habe die Sternkugel vergessen zu weisen. Nein! Das gibt's nicht! Ich habe Sternkugel nicht gegeben. Oh, jetzt kann man das Training auch sparen. Ja, so gesehen, dann passt sie wieder. Jetzt haben wir die Charaktere dabei. Bis auf Chloe, aber Chloe bzw. Leaf ist ja auch nicht dabei. Also, da wollte ich eigentlich sie mit Erika testen. Oh, ist doch beschissen, ey. Na komm. Wir testen nochmal die gleiche Konstellation, die wir jetzt aktuell im Team haben. Das muss reichen. Das Mann, wieso aber das ist verpasst, ey. Die Fähigkeit färben, Mann. Ist doch doof. Ja, können das Spiel schon nochmal laden, aber ganz ehrlich, komm, lass das. Wir haben eh nur 11, die wir mitnehmen können, das ist sowieso beschissen.
僕は逃げも隠れもしない。 Okay. Ich nehme auch aber ein Wort. Ich muss auch mal gucken, ob ich vielleicht irgendwann mal die Dinger... Sprich, die Kampfanimation komplett ausschalte. Ja komm, jetzt haben wir... Stimmt, jetzt ist im Prinzip dasselbe Team, ohne Chloe halt. Aber trotzdem die gleiche Emblemsituation. Das heißt, wir kennen die ganzen Embleme schon, das heißt, kann die Animation komplett ausmachen. Dann kommen wir auch schneller voran. Die Musik passt auf alle Fälle zu so einem alten Spiel, sag jetzt mal. Fraktur, einfrieren, ja, aber sonst nichts. Schweigen, Dilemma, Kriegerbogen, Kriegerschwert. Da wäre es generell besser gewesen, die ganzen Fliegereinheiten wegzulassen, nur mit Bodentruppen zu marschieren. Alter, was denn er hier für Truppen, ey? Elfenlicht, Thoron. Oh, die Magier. Sidal wäre hier sowieso gut gewesen, ne? Wenn natürlich die ganzen Magier und auch die Bogentypen einfach wegbrechen könnte. Und den Fäusten auseinandernehmen könnte, ne? Das wäre von dem her schon geil. Na egal. Wird auch so funktionieren, Freunde. Keine Sorge. Also. Erstmal schön anlocken natürlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, es laggt ein bisschen. Also bei Alexa gar keinen Sinn macht. Selbstverbesser, ja, wer kennt das nicht? Zug aussetzen, noch wird so viel besser als vorher. Hä? Die hauen ab von mir? What the hell? What's going on here? Ja, einfach kann die Gegner auch ein bisschen mit Michael brechen und dann, oder mit Alea, wie er eigentlich heißt. Gucken wir mal so weiter. Stimmt, ich habe natürlich mit den beiden, aber nicht vergessen, jetzt kann ich natürlich Werte sammeln. Ah. So, hier werde ich eigentlich von denen hier unten angegriffen, ne? Also, oder auch nicht von dem. Aber wir können trotzdem mal testen, was passieren würde. Obwohl, ich habe bekannter mit dir. So, Gehölz nur Flugeinheit. Ne, mal gucken, ob wir da wirklich attackiert werden oder nicht. Ah, das waren die, okay. Ja, es bleibt dabei, ich muss trotzdem mit Louis und Tiki, ob es Kombi ist oder nicht, ein anderes Thema, ich muss mit ihnen gucken, dass ich da irgendwie vorankomme.
Sonst ist das doof. Okay. Natürlich auch mit Timira und Ike. Die haben ja auch ordentlich Power, ordentlich Defense. Speaker ist so vergessen, ne? Bin auch zu langsam. Okay. Vielleicht hier im Wald verstecken? Wäre auch eine Idee. Der Silberklinge auf direkt da eine rüberhauen. Alfred Hector muss eigentlich auch keine Sorge haben. Ja gut, werden halt vor allem die Bogentypen sein, die angreifen. Das ist zwar doof, lässt sich aber gerade nicht ändern. Das Kanonier machen mir ein bisschen zu viel Damage. Ist hier drin irgendwie ein Teleportstab dabei? Ne, war Erholung. Wer hat denn von euch einen Teleportstab? Keiner, ne? Okay, das heißt, ich muss da wirklich halt voranschreiten und diese Dinge da unten platt machen. Ich mache die jetzt wieder weg. Alles tut so oder so weh, egal wie nah ich jetzt dran bin. Kriegerschwert, Kriegerbogen. Da kommen die nächsten an. Okay. Und 40 abgezogen, obwohl sie Verteidigung von 14 hat. Also. Es ist einfach eine Menge. Ah, stimmt, kann man nicht mehr bewegen. Ist ja doof. Nicht lange fackeln, einfach machen. So, noch näher ran. Weil die können gegen sie eh nichts. Wenn sie nur das Gefühl haben, sie müssen da nachher mit denen kommen, dann hätte ich eher ein Problem. Er kann gerade nicht, dann muss ich hier noch ein bisschen was machen. Ja, ich muss schnell runter. Geht natürlich dann so noch wesentlich besser. Ich mache gut Damage, aber ich kriege ihn nicht down. Ja gut, ich break ihn damit, mit der Kriegerlanze, aber trotzdem 70 sind gerade so viel jetzt. Schade. Hatte auf ein Break gehofft. So. Wo sind vor allem die Magier? Stell mal hier hin.
Damit noch irgendwie Timir noch ein bisschen schützen könnte. Weil er kann ja nix. Bushiro, ich glaube, es wird mal ein bisschen Zeit für den Astralsturm. Beziehungsweise, ne, wir machen es anders. Der Junaka muss sich dringend heilen. Oder heilen lassen. Da kann man ein bisschen mehr Verteidigung als sie. Er muss irgendwie sowieso mal näher kommen. Ah, ist doch scheiße. Egal, bleibe ich erstmal da oben. Oh, Pflege geht nur so. Geil. Sie kommt gerade an ihn weg. Und sie hat leider nicht den passenden Stab. Nee. Michael hat sowieso keine Stäbe. Nehmen wir die Rettung, ja super. Können sie auch riskieren. Na komm. Bin ich relativ schnell. So. Ich würde sagen, machen noch diesen Zug vor allem. Ich glaube, das macht noch Sinn, ne? Und diesen Zug noch. Ich glaube, ich stelle jetzt mal hier hin. Und nachher beenden wir mal die Folge. Endlich mal. War schon bei einer Stunde, hey. Weil Fire Emblem, wir wissen, die Spiele sind zu riesig. Da kann jetzt auch mal ein Riss. Also, ein Doppelgänger, wollte schon sagen, ey. Also wie geplant, von dem her... Ja, schon abgeblockt. Den Doppelgängern, die sind einfach cool. Der kann sagen, was du willst. Aber wenn du Lyn dabei hast, das ist einfach geil. In die andere Variante wäre halt statt Bushiro mit Lyn, können natürlich auch Lyn mit Junaka machen. Gerade eben auch fürs Waffendreieck. Dass sie halt auch einen Bogen hatten, so. Das wäre auch eine Option, die man sich noch überlegen könnte. Aber das und vieles mehr, Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Zurück bei Fire Emblem Engage. Erstmal mit den drei nach unten, so schnell es geht, und die noch platt machen hier. Weil geben wir ein bisschen auf den Sack. Zugeben, die sind eher unwichtig. Die kann ich mal so by the way machen, weil man hat ja gar nichts mehr. Den noch ein bisschen einfrieren, den noch schweigen. Der Lämmer. Den natürlich auch platt machen, ne? Aber können die hier machen, das ist gar kein Ding. Und ja, dann langsam sich mal in die Richtung. Dann müssen wir erstmal die noch in die platt kriegen. Oder anlocken und platt kriegen. Dann noch so einen Typen. Genauso wie auch hier oben. Gucken muss, ob ich da vielleicht einfach direkt hinfliegen, wenn ich irgendwie eine Einheit habe, die schnell genug ist, wenn ich ihn platt mache. Oder wie ich es mache. Weil wir haben immer noch Leaf hier unten, ne? Und den, ja auch mit den Waffen, ne? Gut, ist ein Mangelschwert, okay. Trotzdem, mein Lichtklinge, Expertenlanz, Meisteraxt, ich würde ihn lieber alleine platt machen, wenn es geht. Lustig ist, dass er Vorteil Plus hat. Plus sogar, Alter. Über 75%. Kleiner gleich. Das ist aber viel. Dann Schaden minus 7. Anpassungsfähig. Vierfachtreffer. Ja. Aber ist ja ganz so fix, den können wir also ein bisschen outspeeden. Hoffe zumindest. Ja, wenn ihr was seid, danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal zurück hier bei Fire Emblem Engage im Kampf gegen Leaf. In der... Ich weiß gar nicht, wie heißt das Kapitel hier? Ah, der weise Lord. Ja, ist ja logisch, ja. Der weise Lord. Weiß. Er ist sehr weise. Bis dahin. Bye, bye.